Wir sind in den letzten Moment, wo Jesus mit seinen Jüngern sichtbar verbringt. Und er hat dieser kleinen Schar von Nachfolgern gerade den grossen Missionsauftrag erteilt, nämlich in der Kraft vom Heiligen Geist die Welt zu gewinnen für ihn. Sie sind immer noch verwirrt und verstehen so vieles nicht, wo Jesus sagt. Und genau da steigen wir rein in den Text Apostelgeschichte 1, 9 bis 12. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Wow! Was für ein imposanter Abgang von Jesus! Die Jünger haben sich bereits wieder daran gewöhnt, dass Jesus lebendig ist, nach seinem Tod wieder mit ihnen zusammen ist. Sie haben sich daran gewöhnt, dass er irgendwo auf eine andere Art gegenwärtig ist oder kann sein. Dass er einfach kann erscheinen, dass er kann in einem geschlossenen Raum auftreten. Und gleich haben sie ihn beobachtet beim Essen. Und was er gegessen hat, ist nicht auf den Boden gefallen. Nein, es ist in ihm geblieben. Er ist kein Geist gewesen. Er ist berührbar, erfahrbar gewesen für sie. Und das alles haben sie beobachtet und verstanden. Und viel Hoffnung geschöpft, ganz neu. Bereits 40 Tage sind sie jetzt mit ihm, gekreuzigten und auferstandenen Messias, Jeschua, unterwegs. Und er hat noch so viel können in ihre Herzen hineinlegen über das Reich Gottes. Aber jetzt passiert etwas total Einzigartiges, Phänomenales. Vor ihren Augen wird er emporgehoben, wird immer kleiner und verschwindet in der Wolke. Wow! Was für ein Abgang! Das Ereignis von der Auffahrt Jesu ist sehr wichtig und entscheidend für die Jünger und hat ihren Dienst beflügelt und gestärkt. Jesus hat in dem Moment visualisiert, dass er lebendig an einen Ort gegangen ist. In den Himmel zu seinem Vater. Er ist nicht eines Tages plötzlich einfach weg gewesen, nein. Vor ihren Augen ist er in den Himmel gegangen. Und das ist wichtig, dass seine Schüler das sehen. Und das bedeutet für sie und das bedeutet für uns, dass er auch weiter an einem Ort ist, dass er lebt und dass er einen Ort gefunden hat, wo er von dort aus regiert und seine Macht wirksam werden lässt für uns Menschen. Es war ganz ein wichtiger Moment, dass sie ihn haben gesehen gehen, von ihnen zum Vater, an einen Ort. Nicht einfach eines Tages plötzlich nicht mehr da. Das Zweite, wo die Jünger haben müssen, in dem Moment, die Schülerschar, haben müssen lernen und verstehen, wird uns im nächsten Text dann weiter erklärt. Vers 10. Und als sie ihm nachsahen, wie er in den Himmel fuhr, da standen bei ihnen plötzlich 2 Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht in den Himmel? Oh, ich finde das manchmal so herzig, so lustig. Gott hat wirklich Humor in dieser einzigartigen, dramatischen, ernsten Situation. So eine Frage zu stellen, einfach genial. Ich meine, hey, hallo,
sind gerade dabei gewesen, haben es gerade gesehen. So etwas hat man noch nie gesehen. Und dass seine Jünger schauen und beobachten und denken, was passiert jetzt? Passiert noch etwas? Kommt noch etwas? Oder was für eine Frage. Und die Männer, und ich gehe davon aus, oder ich bin sicher, dass das Engel gsi sind. Und ja, was lernen wir da daraus? Ich würde mal sagen, Männer können auch Engel sein, zumindest im Himmel. Nein, Spaß beiseite. Also, die zwei Engel sagen Folgendes. Die zwei Männer sagen zu den Jüngern Folgendes. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Wow! Was für eine Information! Sehr wichtig in dem Moment. Jesus kommt wieder. Wie? In dem Text da wird das Wort so verwendet. Und das Wort so bedeutet so. Es bedeutet genau so. Es bedeutet genau das, was steht, nämlich so. So wird er wiederkommen, vom Himmel her, sichtbar, lebendig, leibhaftig. Und das Versprechen, wo Jesus ja auch schon immer wieder mal gesagt hat, die Engel jetzt gesagt haben, wird zu einem Schlüsselvers zur Antriebskraft der Nachfolger Jesu für die kommenden 2000 Jahre. Jesus kommt wieder. Wie? So. Vom Himmel her, lebendig und für alle sichtbar. Was treibt ein glaubender Mensch an? Was bewegt dich und mich, Gottes Wort und seine Ordnungen mehr zu vertrauen als den Verlockungen von der Welt und ihren Ordnungen? Meine Motivation für meinen Lebenswandel, für mein Lebensziel liegt in dieser finalen Begegnung mit dem auferstandenen Messias Jeschua Israel. Gottes Zusagen sind verlässlich. Und ich will bereit sein für den kommenden historischen Moment. Die Zusagen Gottes, was wir da gelesen haben, was die Engel den Jüngern mitgegeben haben auf den Weg, werden dann auch zum vorherrschenden Thema in den Briefen vom Neuen Testament. Die Wiederkunft Jesu. Wie? So. Wie sie ihn haben gesehen, gehen. Er kommt wieder. Und die Frage stellt sich in dem Moment natürlich, bin ich bereit? Bin ich bereit, wenn er kommt? Wie bereite ich mich vor auf den Moment? Schaut, wenn sich Besuch ankündigt bei uns daheim, dann freuen wir uns drauf. Und wir machen alles bereit. So schön, wie es geht, so schön, wie wir es können. Bereiten wir uns vor und freuen uns auf den Moment, wo der Besuch dann kommt. Wir saugen Türen, wir putzen, wir reinigen, wir stellen noch vielleicht neue frische Blümchen auf. Wenn der Besuch Kinder hat, dann müssen auch Kinderzimmer geräumt werden und geputzt werden. Alles wird schön gemacht. Wenn Sie vielleicht das ganze Haus sehen wollen, dann ist ein bisschen der Aufwand grösser. Dann müssen wir noch weitere Räume reinigen. Denn nichts ist doch peinlicher, als wenn man in einen Raum hineinkommt, wo man sagt, oh, den hätte ich jetzt lieber nicht gezeigt. Die Motivation aber für die Reinigung, für die Vorbereitung auf den Besuch ist die Begegnung. Darum machen wir es, damit es wirklich schön, der Moment schön wird. Und ich persönlich als Kind Gottes, wo ich bin und darf sein durch seine Gnade und Erlösung und Errettung, ich möchte bereit sein, wenn mein Erlöser liebhaftig sichtbar kommt, für mich, für uns, für jedes, wo glaubt. Und die Vorbereitungsphase, das Ausstrecken nach dem Moment, basiert nicht auf Angst oder einer Pflicht, sondern auf einer Vorfreude. Dass der Moment ganz sicher kommt und ich freue mich drauf. Wenn sich ein Besuch verspätet,
dann wundert man sich. Nach einer Zeit ärgert man sich vielleicht und nach noch einer längeren Versäumnis vom Besuch distanziert man sich schlussendlich vielleicht. Hat Jesus nicht versprochen, dass er bald so wiederkommt? Auch das Thema wird in den Briefen aufgegriffen und ist zu einer Frage auch geworden von den Jüngern, gerade in dem Text, wo wir gelesen haben in den letzten Tagen, Apostelgeschichte 1. Wann wird das sein? Wann kommt Jesus wieder? Die Frage hat sich natürlich auch breit gemacht in der Gemeinde. Ein paar 10, 20, 30, 40 Jahre später. Logisch. Das ist so vorherrschend gewesen und die Frage taucht logischerweise auf. Wann kommt Jesus wieder? Ich kann jetzt nicht auf alles detailliert eingehen, aber ich möchte euch so weit etwas noch mit auf den Weg geben, wo mir ganz neu aufs Herz gewachsen ist und mich beflügelt auch in dieser Wartezeit. Und das ist Folgendes. Gott sammelt sich ein Volk. Das ist wichtig zu wissen. Und das Volk wird auch Gemeinde genannt. Oder auch Brut. Die Brut von wem? Vom Bräutigam. Wer ist der Bräutigam? Jesus, Christus, der Messias. Die Bibel kann darum auch ganz einfach zusammengefasst werden. Nämlich, Vater sucht Braut für Sohn. Das ist die Quintessenz von dem Buch, wo wir Bibel nennen. Wenn wir uns also fragen, worauf wartet Gott? Dann wird eins klar. Gott wartet, bis die Brut vollkommen ist. Vollkommen in was? Vollkommen in ihrer Anzahl. Die Bibel redet nämlich von folgenden 3 Zahlen, die zuerst vollkommen werden. Erstens redet sie von der Vollzahl aus den Heidenvölkern. Also alle wahren Gläubigen, die zu allen Zeiten seit Menschen gedenken, zum Glauben an Gott Jehovah und seinen Sohn Jeschua gekommen sind. Zweitens redet die Bibel dann von einer Vollzahl aus dem Judenvolk. Eine Vollzahl aus den 12 Stämmen Israel, wo aus allen Zeiten seit Beginn dazugekommen sind. Und drittens redet die Bibel von der Vollzahl der Märtyrer. Auch diese Zahl ist sehr entscheidend. Also Märtyrer, Menschen, die zu allen Zeiten für ihren Glauben an Jesus, den Bräutigam, ihres Leben lassen haben. Und diese Zahl und diese Gattung von Menschen ist gerade in Bezug auf die Endzeit eine wichtige Rolle. Diese 3 Zahlen werden irgendwann voll sein. Die Brut ist dann bereit, vollständig geschmückt. Und bis die Vollzahl voll wird, dauert es natürlich ein bisschen. Die müssen ja zuerst alle zur Welt kommen, zum Glauben kommen. Reinkommen in die Zahl von der Brut, von der Gemeinde. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. Oh, die Jünger hätten gern den Zeitpunkt gewusst. Aber Jesus sagt ihnen Folgendes. Hey, den Zeitpunkt kennt nur mein Vater. Ihr aber sorgt dafür, dass die Vollzahl voll wird. Trägt dazu bei, zu der Schönheit der Brut. Macht Menschen zu Nachfolger von mir. Sie sollen Teil werden von der Gemeinde, von der Brut, wo bereit gemacht wird vom Vater für mich, sagt Jesus. Eben, der große Missionsbefehl, wo gilt dir und mir. Worauf freut sich die Brut am meisten? Auf den Bräutigam. Und worauf freut sich der Bräutigam am meisten? Auf die Brut. In der Offenbarung 19,7 lesen wir darum denn auch das große Finale. Da steht,
Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren. Denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Das ist das große, finale, erklärte Ziel Gottes. Ein großes Fest, eine Hochzeit für seinen Sohn. Lukas 12, 35 bis 48 redet Jesus über den Moment von seiner Wiederkunft. Und er bereitet seine Kinder vor. Er möchte, dass du und ich, dass wir bereit sind. Und er redet von dem Zeitpunkt, zu dem er sich entschieden hat, dann zu kommen für seine Brut als Bräutigam ihr entgegen. Und er redet von dieser Zeit als eine Zeit, wo es keinen erwartet. Und er nimmt das Bild von einem Dieb, wo kommt in der Nacht. Können wir selber noch nachlesen und studieren. 2 Dinge sind mir aber in dem Text so entgegengeleuchtet, wo mich betreffen in meiner Vorbereitungszeit. Vers 37. Glücklich ist der, den der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Und Vers 43. Glücklich der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei der Arbeit findet. Wir haben also 2 Dinge, wo Jesus da hineinleitet, nebst dem, dass er gewisse Indizien gibt, in denen wir können auch in historischen Zeiten, in der Zeit, wo wir heute sind, gewisse Dinge erkennen und uns vorbereiten. Nimmt er 2 Dinge, wo er sagt, hey, glücklich kann sich der schätzen, der Mensch, der in dem Moment, wenn Jesus kommt, erstens wachsam ist, bereit ist, Zeichen von der Zeit gedeutet hat, im Gebet war. Und das Zweite, glücklich darf sich der Jünger schätzen, der an der Arbeit ist. An dieser Arbeit beteiligt ist, nicht irgendwo zurückgelehnt und irgendwo im Liegestuhl liegt und sagt, ja, wenn Jesus kommt, hören wir es denn schon. Nein, wo aktiv beteiligt ist an dieser grossartigen Aufgabe, nämlich die Brut Jesu vollkommen zu machen. Ich weiss, so vieles passiert in dieser Welt, wo uns manchmal Motivation auch rauben kann. Und unser Umfeld macht es uns auch nicht leichter. Und sie leben das Leben, wo ganz entgegen dem ist, wo du und ich, wir sollen leben. Und wir sind immer in dieser Herausforderung, uns dem hinzugeben oder Gott hinzugeben. Ein Leben zu führen, wo ihn ehrt oder wo dieser Welt dient. So vieles in dieser Welt ist einfach nur Schein. Und es ist gar nicht echt und wahr. Fake News. Bilder, die etwas total anderes darstellen, als die Wirklichkeit ist. Es muss alles nur im richtigen Winkel und mit dem richtigen Licht und mit den möglichen Filtern aufgenommen werden. Hey, wir sind da im Online-Gottesdienst und hoffentlich komme ich einigermaßen gut über. Aber hey, es ist online. Wie es da hinten aussieht, ist doch vollkommen egal. Wozu hätte ich heute Morgen müssen duschen? Theo, überflüssig. Anders wäre das, wenn ihr da wäret. Dann hätte ich mich natürlich ein bisschen mehr müssen, vielleicht rausputzen. Die Blumen da könnten künstlich sein. Okay, sie sind's auch. Und die einen haben sicher gedacht, warum haben wir immer den gleichen Strauß? Wären nicht echte Blumen mal etwas Schönes? Aber dazu ein anderes Mal. Ein Beispiel möchte ich euch noch zeigen, das finde ich auch fantastisch. Und zwar hat es eine Challenge gegeben im Internet, dass man schöne Ferienfotos postet. Und die haben dann etwa so ausgesehen. Jetzt der Gag dahinter ist der, dass das gar keine echten Fotos sind, sondern in Wirklichkeit die Fotografen Folgendes gemacht haben. Cool, oder? Wir sehen, was ist schon wahr, was ist schon echt von dem, was wir sehen. Und warum sollen wir vor Gott das Leben führen, wo wahr und echt ist? Lohnt sich das denn? Wenn wir sehen, dass der anderen geht's doch auch gut, lohnt sich das,
in dieser Treue zu Gott zu bleiben, auf den Moment zu warten, wo er kommt. Und das haben sich die Menschen zu allen Zeiten gefragt und hast du dir vielleicht auch schon gefragt. Gott antwortet auf das mit Folgendem. Im Alten Testament, im Prophet Maleachi. Maleachi 3,16. Der Herr Jehova sprach: Ihr habt mich mit euren Worten beleidigt. Doch ihr fragt, was haben wir denn gegen dich gesagt? Ihr sagtet, welchen Wert hat es, Gott zu dienen? Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und unsere falschen Wege vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen? Den Gottlosen geht es viel besser. Obwohl sie Böses tun, geht es ihnen gut. Ja, sie stellen Gott auf die Probe und werden trotzdem nicht bestraft. Hast du solche Gedanken auch schon gehabt? Irgendwie verständlich, oder? Wozu Gott folgen? Den Gottlosen geht es auch gut. Und sie werden gesegnet, die Sonne geht auch über ihnen auf. Und das Zeug kommt auch über die Gläubigen. Alle sind wir im gleichen Boot. Ist das wirklich so? Sie leben an der Goldküste und du im Toggenburg. Oh, wir sind so Gesegnete. Aber du weißt, was ich meine. Und wir lesen weiter. Da unterhielten sich die den Herrn achteten, miteinander, und der Herr bemerkte es und hörte ihnen zu. Also gläubige, gottesfürchtige Menschen haben miteinander angefangen reden über das Thema, über Gott. Und Gott lässt ihnen zu. Hey, Gott hört, was du redest und wie du denkst. Er sieht in unsere Herzen, er weiß, wie wir es meinen und er ist mit dir da drin. Dann heißt es weiter, und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich an sie zu erinnern. Gott lässt, sieht Menschen zu allen Zeiten, wo ihm vertrauen, auf ihn achtet, schon im Alten Testament, im Neuen Testament. Und er sagt sich, hey, ich schreibe dir auf im Buch vom Leben. Gott schreibt auf jedes, wo gottesfürchtig, ehrfurchtsvoll sich ihm anvertraut. Wow! Und dann steht im 17. Vers: An dem Tag, an dem ich handeln werde, werden sie mir gehören, spricht der allmächtige Jehova. Ich werde sie verschonen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die dies nicht tun, erkennen. Dann wird der Unterschied klar. Dann wird's offenbar. An dem Tag, wo Gott gesetzt hat, werden sie ihm gehören. Gott wird handeln. Das wird der Tag sein. Der jüngste Tag, wie immer wieder auch in der Bibel genannt wird oder übersetzt wird. Wenn Jesus wiederkommt, wenn das Vollkommene kommt, wiederhergestellt wird, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Aber der Tag ist noch nicht heute. Johannes 3,1 schreibt, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir es schon sind. Aber noch ist nicht alles so ganz klar und offenbar und sichtbar, was wir einst sein werden. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, wird sichtbar und erkennbar, offenbar. Welchen Status du und ich haben, dem wir treu im Glauben auf ihn vertraut haben und dran geblieben sind. Und dann schreibt der Johannes im 3. Vers, jeder, der solche Hoffnung
auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch er rein ist. Also jedes Gotteskind, wo die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu hat, auf den grossen Tag hat, auf die Begegnung mit dem Messias hat, der ist motiviert, der ist angetrieben von einer Vorfreude. Und die befähigt ihn auch, sich zu reinigen, sich vorzubereiten für die Begegnung. Es ist nicht Angst, die ihn antreibt, sondern es ist eine Kraft, die ihn antreibt. Und hey, du musst nicht Angst haben, das alleine zu machen, dass du dich selber musst reinigen, das kannst du nicht. Gott ist am Werk in dir. Sein Geist wirkt in dir. Die Reinigung ist ein Werk von ihm an dir, in dir. Du kannst die Reinigung, den Prozess aber annehmen. Und darum reinigst du dich auch. Es ist also ein Miteinander, eine Wechselwirkung. Ich reinige mich, er reinigt mich. Er ist der Anfänger und Vollender vom Glauben. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und darum lesen wir dann auch in 1. Thessaloniker 5, 23. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist samt Seele und Leib, damit ihr untadelig, makellos oder rein seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Amen. Genau auf das hin. Wir haben also auf der einen Seite Gott, wo uns reinigt, heiligt, bereit macht für die Begegnung mit seinem Sohn. Und es bin ich, wo die Hoffnung ja auf den Moment habe, wo mich reinige, heilige, vorbereite, den Prozess Gottes in meinem Leben zulassen. Ich bin mir bewusst, dass in dieser Predigt heute einige Infos gekommen sind und einige Bibeltexte. Aber hey, das ist ja auch ein Video. Und darum kannst du es nochmal anschauen. Du kannst spulen, anhalten, die Dinge, die Texte nochmal durchlesen, verinnerlichen. Aber meine Frage heute ist an dich. Willst du das Werk, das der Heilige Geist in dir angefangen hat, willst du das weiter wirken lassen in deinem Leben? Lässt du dich weiter darauf ein? Verzweifle nicht an dir. Lass die Reinigung, lass den Prozess weiter in deinem Leben wirken. Und ich sage dir, Jesus kommt wieder. Und du wirst bereit sein. Das weiss ich. Denn der Heilige Geist ist sehr bemüht darum, dass du bereit sein wirst. Wenn du Jesus, dein Herr, sein lässt, jetzt schon. Wenn er darf, die Führung und Leitung übernehmen für dich.